Mitten durch Nürnberg. Der Frankenschnellweg. 70.000 Fahrzeuge täglich. Seit Jahrzehnten wird über einen Ausbau gestritten. Jetzt gibt es konkrete Pläne. Ein Milliardenprojekt mit mehrspurigem Tunnel. Und zu erwarten, noch mehr Verkehr. Diese beiden hätten da eine ganz andere Idee. Statt noch mehr Beton, Asphalt und Autos, ein 10 Meter breiter Kanal. Und am Ufer Erholungsraum für alle. 3 bis 4 schöne Flussschwimmbäder. Schulgärten wollen wir hinmachen. Auch Gewerbe zum Beispiel könnte sich hier niederlassen. Also Leute, die Fahrräder verleihen, Stand-up-Paddles verleihen. Den Biergarten wollen wir haben und eine eigene Kanalbrauerei natürlich. Unsere Grundidee ist quasi, diesen Raum der Stadtgesellschaft zurückzugeben, und zwar in sinnvoller Weise. Also nicht durch Autoverkehr halt bis jetzt, sondern eben durch Kleingärten, Kleingewerbe. Nutzen für alle. Theobald Fuchs und Klaus Wechselberger sind mit ihren Ideen nicht allein. Zusammen mit Gleichgesinnten haben sie den Nürnberg-Fürther Stadtkanalverein gegründet. Die Modelle, wie schön es am Frankenschnellweg einmal aussehen könnte, liegen auf dem Tisch. Ich war von Anfang an begeistert und habe mir gedacht, endlich hat jemand mal eine richtig gute Idee. Ich kann mir super vorstellen, einfach hingehen und mit meinen Kindern zu spazieren, am Wasser entlang zu laufen, dort zu spielen oder mich hinzulegen, ins Wasser reinzuspringen. Also ich habe ganz viele tolle Ideen, was man da alles machen könnte. Tolle Idee? Das findet auch Stadtplanerin Brigitte Sesselmann. Die Pläne der Stadt dagegen für den Ausbau des Frankenschnellwegs hält sie für überdimensioniert und aus der Zeit gefallen. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, sagt eigentlich jeder Verkehrsplaner. Wenn man Straßen wegnimmt, dann wird sich der Verkehr natürlich entsprechend verteilen. Viele Lkw fahren zum Beispiel auf ihrer Strecke von Amsterdam nach Istanbul ausgerechnet hier durch, weil es kürzer und billiger ist. Von Garmisch bis Aschaffenburg, alle wollen eine Umgehungsstraße haben. Und hier in Nürnberg baut man den Durchgangsverkehr aus. Ist für uns ein Paradox, nicht sauber erklärbar. Gleichzeitig wurden in den letzten Jahren bereits Milliarden ins Autobahnnetz rund um Nürnberg gesteckt. Eine Umfahrung ist möglich, sagt Brigitte Sesselmann. Und die Idee einer Wasserstraße von Nürnberg nach Fürth durchaus überlegenswert. Das, was dieser Verein Stadtkanal den Menschen bietet, ist eine Utopie. Und insofern die Bürger dann durch diese Utopie dann überhaupt mal nachdenken, was bietet was für Chancen stecken in diesem Bereich der Stadt Nürnberg. 10 Kilometer Autobahn würden zum Kanal werden. An den Ufern könnten etwa 1000 Kleingärten entstehen, so rechnet der Verein. Und Wasserbusse würden für den Nahverkehr sorgen, wie in Venedig, Nürnbergs Partnerstadt. Und die erste Reaktion lautet, das kann doch nicht wahr sein, was soll das? Wo sollen die Autos hin? Völlig unrealistisch. Und dann zeigen wir diese Bilder. Siegen in Nordrhein-Westfalen. Dort mussten die Autos weichen und ein Fluss wurde freigelegt. Oder Utrecht, Niederlande. Hier wurde eine 6-spurige Straße zurückgebaut und ein Kanal an ihre Stelle gesetzt. Seoul, Südkorea. Eine Autobahn mit 14 Spuren auf mehreren Stockwerken verschwand zugunsten des Stadtflusses Cheonggyecheon. Heute ein weltweit bekannter Besuchermagnet. Auch in Nürnberg ist Rückbau möglich und das Ergebnis wird auch sehr gut sein. Der Frankenschnellweg war in den 50er Jahren ins Flussbett des Ludwig-Donau-Main-Kanals gebaut worden. Und der war berühmt für sogenannte Sahnefahrten und Badespaß. So oder so ähnlich könnte es wieder aussehen am Nürnberg-Fürther Stadtkanal. Das war immer ein ernsthaftes Projekt, auch wenn das am Anfang als Satire vielleicht drüber kam. Aber wir haben das immer ernst gemeint. Es ist die einfachste und sinnvollste Möglichkeit, der Stadtgesellschaft Raum zu geben. Ja, um die Welt zu verändern, braucht es manchmal Ideen, die auf den ersten Blick völlig schräg und verrückt erscheinen. Den Frankenschnellweg fluten? Warum eigentlich nicht?
Ja.